Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Teil 2 der Doku 20 Jahre Allianz Arena, die ihr natürlich auch direkt beim FC Bayern auf dem YouTube-Kanal gucken könnt. Ich verlinke euch die Videos oder das Video wie immer in der Videobeschreibung. Und hier mal der Hinweis, bevor wir reingehen. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Teil 2. Es hat sich bei jedem eingeprägt, der mit diesem Spiel irgendetwas zu tun hatte. Das war Wahnsinn, man hat einfach diese Energie gespürt. Habe ich im Fußball nie wieder erlebt. Ein Stadion ist natürlich so ein wichtiges Ding in einer Stadt. Er ist ein Symbol der Stadt München. So, wo ist diese defekte Stelle? Hier. Ah, da, okay. Ja, hier haben wir eine defekte Stelle. Das müssen wir noch mal nachkleben lassen, die Geschichte. Wenn wir kurz einen Tobi anrufen. Wir haben schon in Basel einen leuchtenden Körper gemacht, aber wir haben das noch nicht richtig. Weil es zunächst 25.344 Leuchtstoffröhren, die 3 Farben erzeugen konnten. Ich gewusst, wie das geht. Hier, wo das Stadion frei ist, hat es diese auflassbaren Folien dann gegeben auf dem Markt, weil man ja nicht unmittelbar das Stadion berühren kann. Das heißt, das ist relativ unabhängig. Und deshalb war das technisch möglich. So, passt wieder alles. Wunderbar. Ich komme dann später noch mal vorbei, schaue es mir noch mal an wegen am Kissendruck, aber der schaut gut aus. Krass. So, wir sind hier auf der Ebene 7. Hier haben wir unsere kompletten Lüftungsanlagen. Und wir sind jetzt fast auf der höchsten Stelle von der Arena. Wir haben jetzt noch eine Ebene vor uns, dass wir dann komplett aufs Dach rauf können. Und da oben ist eine Tür und die müssen wir dann regelmäßig kontrollieren, dass da kein unbefugtes Personal rauf geht. Das machen wir jetzt. Da ich hier in München wohne, erlebe ich das ja immer wieder, also dass ich hier mal mit dem Auto vorbeifahre. Deswegen schon was Spezielles, dass man eben die Farben verändern kann, dass es manchmal bunt ist, manchmal rot ist. Also das ist schon ganz speziell, also würde ich sagen, ein modernes Stadion. Auf jeden Fall, sag ich ja, das ist schon wirklich geil. Wiedererkennungswert ist enorm hoch und gehört natürlich auch oder ist ein Symbol der Stadt München. Ein Stadion ist natürlich so ein wichtiges Ding in einer Stadt, dass es leuchtet und dass es sich verändern kann. Das wollten wir eben, im Gegensatz zu archaischen alten Stadien, die quasi aus Backstein gebaut sind oder aus Beton gebaut sind und die eigentlich, wenn kein Spiel ist, etwas traurig sind. Und wir wollten, dass das Stadion nie traurig ist. Auch wenn kein Licht von innen kommt, hat das Stadion durch die Form und diese Weichheit als Kissen immer noch eine Ausstrahlung. Besonders bei Abendspielen, da ist einfach nochmal eine besondere Stimmung, weil dann die Allianz Arena rot erleuchtet. Und wenn man da mit dem Bus reinfährt, das war immer so ein Zeichen, heute ist ein besonderer Abend. Diesen 50%-Anteil, der musste natürlich auch mit den Verbindlichkeiten, die hier jedes Jahr am Anfang zumindest angefallen sind, mussten sie 50% bringen. Und ja, und das hat 1860 gefickt und hat uns das Stadion noch mal ein bisschen günstiger kommen lassen. War uns klar, das ist eigentlich für einen Club wie 60, der in der 2. Liga damals gespielt hat, wahnsinnig schwierig, eigentlich fast, muss man sagen, nicht möglich. Ja. Rief mich der Geschäftsführer von 60 an und sagte, kann ich Sie sprechen? Es muss sofort sein. Kam der sofort rüber, stellt sich vor mich hin, macht die Hose auf, den Gürtel auf,
die Hose fällt runter und er sagt, ich stehe nackt hier. Hatte noch zum Glück eine Unterhose. Dann sagt er, wir sind pleite, wir sind insolvent, wir können nicht mehr. Da sage ich, ja und jetzt? Wir waren eigentlich daran interessiert, auch eine, nennen wir es mal, seriöse, faire Lösung mit 60 zu finden, die dann gefunden wurde. Und dann sagt der Herr Wildmoser auf mal, ja, es gibt hier noch ein paar Punkte, die möchten wir neu diskutieren. So haben der Karl Hopfner und ich uns gegenseitig angeschaut und haben gesagt, sorry, es ist am gesamten Wochenende einvernehmlich beschlossen worden, dass das der Vertrag ist, so wie er heute beurkundet wird. Ja, und dann sagt der Wildmoser, ja, aber das heißt nichts, ich bin der Präsident, wir wollen diskutieren. Dann sind Karl Hopfner und ich aufgestanden und haben gesagt, wir stehen nicht zur Verfügung für weitere Diskussionen. Sind aufgestanden, kamen unten an der Straße an, hatte der Notar uns seine Assistentin nachgeschickt und gesagt, die Herren haben verstanden, dass sie hier keine Spielchen mehr betreiben können und wir möchten jetzt bitte zurückkommen, der Vertrag wird so beurkundet. Der Kalle, ohne Scheiß, der Kalle war aber auch ein eiskalter Verhandler auch, ne? Ich meine, so immer stand Uli Hoeneß so im Fokus, aber auch der Kalle, Alter. Das war einfach Geschäftsmann durch und durch, Alter. Beurkundet, wie er vereinbart wurde. Es sollte ja auch dann ein Auszug für die Ewigkeit sein. Der Auszug von 1860 hat uns insbesondere ermöglicht, unser Stadion von Grund auf neu umzubauen und zu einem echten FC Bayern-Tempel machen zu können. Das ist so einfach immer wieder, ja, so ganz normal für uns schon. Das ist einfach keine zur Regelmäßigkeit im ganzen Jahr. Das ganze Jahr richtet sich noch die Bundesligaspiele zu Hause. Hätte ich auch gerne, du. Das Stadion hebt sie einfach vor anderen Stadien ab. Die Allianz Arena hat einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert und jeder kennt die weltweit eigentlich, weil es einfach so besonders ist. Ja, und auch diese Waben und wenn es dann auf die Nacht gleich, das ist, was das, wenn wir mal vom Urlaub heimgekommen haben, du sitzt im Flieger, Landeanflug nach München und du siehst das einfach rot leuchten, gell? Das ist einfach, du weißt, bis daheim. Diese scheiß arroganten Münchner, ne? Kamen sie wieder rüber hier im Video, oder? Ja, wir als Rollbagger 93 e.V. haben uns natürlich auch eingebracht beim Bau der Allianz Arena, haben praktische Hinweise gegeben, den Architekten, den Bauleuten waren bei den Baustellen mit eingebunden, sodass die Allianz Arena zu dem wurde, was sie heute ist. Super cool, ey. Der Platz, wo wir heute sind, ist der absolute Top-Platz. Und ich muss immer sagen, oder ich sage dann immer, wenn die Leute sagen, und wie war es heute? Ich habe einfach das Gefühl, ich bin mitten im Leben, ich bin mitten dabei, ich habe ganz viel Energie und ich sage mal so, der ganze Alltagsstress, den jeder Mensch so hat, ja, den kann ich in dem Moment dann einfach vergessen. Und das ist schon einfach ein anderes Feeling in der Südkurve mit den Fans, mit den Trommeln, mit den Fahnen und so. Mehr hat nirgends anders, glaube ich. Wenn man das Glück hat, eine Jahreskarte zum haben, so wie mir, Stehplatz, dann ist auch eine gewisse Verpflichtung. Das ist richtig. Ich finde es toll, zum einen die Unterstützung, die die Fans der Mannschaft permanent geben. Aber wenn man sich die Choreos anguckt, jetzt zur 125-Jahr-Feier, das war einmalig. Und das finde ich ist echt toll, wie unsere Fans sich hier engagieren. Da können wir nur stolz sein. Das Stadion lebt von den Fans. Die Fans sind das Allerwichtigste neben dem Spiel. Wenn ich jetzt so die letzten paar Jahre die Entwicklung im Stadion sehe, dann ist das ein Traum. Unsere Mannschaft wird unterstützt von unseren Fans, speziell von der Südkurve. Das ist wunderbar, unglaublich. Sollte aber auch normal sein, oder? Ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches im Fußball, dass man seine Mannschaft unterstützt. Also. Wenn wir sind auf dem Platz, wir fühlen auch die Fans auch.
mit uns. War immer schön. Ja, die Allianz Arena, das fühlt sich immer ein bisschen an wie Heimkommen. Das Besondere ist natürlich, dass die Fans so verbindet und man da drin so eins wird. Auch schon sehr viele Emotionen. Ich war schon oft hier. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich mit meinem Bruder und meinem Papa hier oben im Stadion saß. Und als das Lied kam, sind wir alle aufgestanden und haben mitgesungen, weil ich das Lied Forever Number One einfach als Kind schon geliebt habe. Ich glaube, das ist sowas, woran ich mich sehr gerne auch zurückerinnere. Die Zukunft der Allianz Arena, da müssen wir uns erstmal der Herausforderung stellen, dass dieses Haus mittlerweile 20 Jahre alt ist und natürlich, dass die Betriebssicherheit weiterhin gegeben ist. Wir investieren zunehmend in das Thema Nachhaltigkeit. Wir gehen weg von Gas. Wir bauen jetzt überall Wärmepumpen ein. Unser Rasen wird bereits betrieben mit Wärmepumpen. Wir bauen aktuell eine zweite große Photovoltaikanlage über unserem Eingang Süd als Dach. Wir haben jetzt 5G umgesetzt. Tipptopp. Ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir dort weiter natürlich investieren wollen und auch State of the Art bleiben wollen. Alles geht immer nur ums eine, nämlich die Arena immer weiterzuentwickeln, immer weiter zu verbessern, für den Fan das Erlebnis besser zu machen. Wir hatten ja damals keine Stehplätze und das war immer ein großes Thema. Aus meiner Sicht gehört auch zur Fußballkultur in ein echtes Stadion Stehplätze, weil es ist für die Emotionen, für die Begeisterung ist es einfach viel, viel besser. Und das hat die Stimmung wirklich enorm verbessert. Die Fans haben sich viel mehr zu Hause gefühlt und dann konnte auch über die Jahre eine Fußballkultur und mehr Emotionen und all diese Dinge entwickelt werden. Kurz für Peter für Spitzweg. Peter, wir wollen den Klappentest durchführen. Ist Sicherheit gegeben? Gut, wir starten mit der Sicherheitsüberprüfung. Jetzt haben wir die Funktionsfähigkeit der Klappe überprüft, ob die große Spielerklappe sich öffnen lässt ohne Probleme und eben im Nachgang die kleine Spielerklappe. Ich denke mal, es gibt viele, die mit uns tauschen würden. Ich bin noch nach wie vor der Meinung, dass es der beste Platz ist im Stadion. Halt Clemens, Sicherheitsprüfung der Spielerklappe durchgeführt, funktionsfähig. Ja, also wir haben jetzt alle großen Spieler der letzten 20 Jahre hier gesehen. Ronaldo, Messi und Neymar und wie sie alle heißen. Es ist für uns ein Stück weit normal, aber ich könnte mir vorstellen, es garantiert einige würden liebend gern mit uns tauschen. Aber sowas von. Also die besonderen Momente waren, wie gesagt, erstmal wie wir es hochgefahren haben. Dann ist natürlich die WM 2006 dazugekommen. Es gibt die Guten und die Schlechten. Es sind hier viele Titel gewonnen worden und viele Meisterschaften haben wir hier gefeiert. Das Champions League Finale, das wir hier zu Hause verloren haben, das war natürlich ein herber Schlag. Ich erinnere mich noch, es war so ein Traumtag, muss ich sagen. Es war einfach, die ganze Stadt hat gebebt und diesem Finale entgegen. Es war die Zeit. Ja, man muss direkt sagen, gefeiert schon. Diese Stimmung wird kaum zu toppen sein. Diese Emotionalität, diese pure Freude war natürlich unglaublich. Es war Wahnsinn, man hat einfach diese Energie gespürt. Das war man hat es halt auch gewusst. Einerseits man hat gewusst, was es bedeutet, weil es war ja nicht nur das Stadion voll, es war die Stadt voll, es war Public Viewing, 8-mal wahrscheinlich ausgebucht. Die war monatelang elektrisiert. Am Spieltag selber hat die Stadt vibriert wie noch nie und das Stadion war im Mittelpunkt. Ja? Das war schon Wahnsinn. Wir haben immer gesagt, nächste Woche haben wir das entscheidende Spiel, das Finale. Chelsea packen wir. Das war ein Drama, wie wir uns das alle im Leben nie haben vorstellen können, obwohl wir nach dem Drama in Barcelona eigentlich nicht gedacht haben, dass das noch zu toppen ist. Ja? Es war der Inbegriff der Erlösung, auch wie das Spiel aufgebaut war. Kürzt hat der Faden immer heller wird und dann reißt. So war das.
Katastrophe. Wir waren geschockt. Auf jeden Fall eine so triste Stimmung habe ich im Fußball nie. Von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt bis Tränen ganz zum Schluss, wo wir dann so unglücklich verloren haben. Und das waren schon unfassbar emotionale. Wo du einfach das Gefühl hattest, du steigst auf einen Berg hoch und dann oben fällst du irgendwann die Ostwand runter. Das hat sich bei jedem eingeprägt, der mit diesem Spiel irgendetwas zu tun hatte. Wir haben uns nur an dem Abend geschworen, weil wir alle so völlig da niederlagen. Diese Scharte müssen wir ausmerzen. Es gibt auch sehr, sehr schöne Momente natürlich. Jetzt so die bestimmte Spiele, die habe ich bis heute immer tief im Herzen. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anekdoten, wo dieses Stadion auch einem nicht nur während des Fußballs, sondern auch sonst ans Herz gewachsen ist. Eine Geschichte erzähle ich immer gerne. Unsere Rollstuhlfahrer, die damals am Marathontor im Olympiastadion saßen, die haben jetzt aus meiner Sicht die besten Sitzplätze in der Allianz Arena, nämlich an der Oberkante Unterrang. Und wie wir die zu Rohbauzeiten mit ihren Rollstühlen die Treppen hochgetragen haben, weil wir keine Aufzüge hatten, und wie die dann an ihren Plätzen waren und wie dann die sich gefreut hatten, das ist heute noch. Oder auch unsere Fans eben bei der Inbetriebnahme der Südkurve, wenn du so lange dafür gekämpft hast, über 10 Jahre gedauert, und dann kriegst du deine Südkurve, das sind für mich ganz große Highlights. Habe ich viele schöne Momente erlebt in der Allianz Arena. Schon langsam vergessen ist die ganzen Erfolge, die wir auch mit dem FC Bayern hier feiern dürfen und welche tolle Spiele hier waren. Immer schön. Das Stadion für mich war eine der besten in der Welt. Es ist ein Fußballtempel, es ist ein reines Fußballstadion, es vermittelt Enthusiasmus. Die Stadt München hat ein Wahrzeichen bekommen. Die Stadt München hat die Frauenkirche, die Stadt München hat durch die Olympiade den Olympiapark mit diesem berühmten Olympiastadion. Aber die Stadt München hat auch und insbesondere diese Allianz Arena. Ja, coole Folge auf jeden Fall. Coole Folge. Sehr schöne Doku bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Leute, in diesem Sinne, wer Bock hat, ich glaube Teil 3 gibt es auch noch, oder? Muss ich mal eben gucken, nicht, dass ich hier Mist erzähle. Ja. Teil 3 gibt es auch noch, da gehen wir noch rein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dahin. Tschüssi.